Moin. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen lauschtern. Kurz vor der Vakanz habe ich den 15. Juli am Europaparlament zu Brüssel und einer ganz interessanten Reunion über Zuckerkrankheit teilgenommen. Schon seit 2004 versichern Organisationen von Leuten, die mit Diabetes zu tun haben, die EU-Kommission und auch das Europaparlament zu sensibilisieren, für gemeinsam Aktionen zu machen, mit dem Ziel, Diabetes an Europa zu verhindern oder besser zu behandeln, sodass die Leute, die damit geplot sind, ein normales Leben ohne Komplikationen und ohne Diskrimination können führen. Da das nach lang nicht überall in Europa der Fall. Es gibt zwei Sorten von Zuckerkrankheiten. Den Tibet, das ist eine Krankheit, die meistens Kinder, junge Leute kriegen. Sie produzieren kein Insulin mehr, aber brauchen dafür Insulinspritzen oder eine Insulinpumpe, für überhaupt zu überleben. Ihren Zucker muss regelmäßig kontrolliert gehen, sie müssen sich richtig ernähren, sich viel bewegen, sich regelmäßig vom Doktor untersuchen lassen, für alle Komplikationen zu vermeiden. Bis heute gibt es noch kein Mittel für diese Krankheit zu verhindern. Der zweite Tipp Zuckerkrankheit entsteht dadurch, dass der Körper nicht mehr genug Insulin produziert, und tritt besonders oft auf bei Leuten, die Übergewicht tun, sich nicht genug bewegen, nicht equilibriert essen. 85 bis 95% von denen Leuten, die zuckerkrank sind, gehören zu diesem Typ. Es kann mit Pillen oder Spritzen trätiert gehen. Es kann ihnen aber auch die Zuckerkrankheit verhindern. Und zwar, indem man eine Diät mischt, sich bewegt, dann equilibriert ist. Und diesem Typ von Zuckerkrankheit leiden besonders ältere Leute. Allerdings gibt es dann, das alarmant, immer mehr jüngere Wurstner, die diese Krankheit kriegen. In Europa leiden 31 Millionen Leute an Diabetes. Davon 70.000 Kinder unter 14 Jahren. Bis 2025 wird geschätzt, dass 20% von der Population zuckerkrank werden sind. Es gibt auch 50% Zuckerkranke, die gar nicht wissen, dass sie Zucker haben. Zu Lützeburg sind heute 5 bis 6% von den Leuten zuckerkrank. Der Prozentsatz soll allerdings bis auf 8 an 9% mittelfristig herabgehen. Es ist also wichtig, dass präventiv gehandelt wird und die Leute informiert und edukiert gehen, wie sie das Krankheit verhindern können und Komplikationen evitieren können. Am November 2007 war schon am Europaparlament zu Straßburg eine große Information- und Sensibilisationskampagne über Diabetes organisiert gehen von der europäischen Sektion von der Fédération Internationale du Diabète. Da geht von allem auch hingewiesen auf Diskriminationen, in denen zuckerkranke Kinder und junge Erwachsene besonders zu leiden haben, neben den Problemen, die die Krankheit mit sich bringt. Und zwar gibt es Probleme für mit der Krankheit an die Schulen zu gehen, an die Schulkantinen, auch bei Schulausflügen. Es gibt auch Probleme bei der Integration nach Sportklubben. Es gibt Diskriminationen an bestimmte Berufe. Auch wenn ein Zuckerkranker einen Führerschein will, gibt es oft, was dem seine Gültigkeitsdauer angeht, diskriminiert par rapport zu Leuten, die das Krankheit nicht tun. Selbstverständlich gibt es doch Probleme beim Zugang, aber beim Remboursement von den modernsten Medikamenten. Zu Brüssel sind an der Sitzung, wo ich war, eine ganze Reihe von Leuten aus verschiedenen Ländern abgetragen und sie haben berichtet, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen. Dabei war auch ein Jungmann von Lützeburg mit ihrer kleinen Tochter, die zuckerkrank ist,
an die témoigniert hat, dass zuckerkrank Kanner normal können leben, an zu gesunden, a produktive Menschen können rufen, was sie von all den modernen therapeutischen Moyens a Kontrollen profitieren können. Zu Lützeburg ist die Association Luxembourgeoise des Diabetiques ganz aktiv. Sie bemüht sich an Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und dem Familienministerium für Informations- und Formationsressourcen aufzubauen und zu verstärken, auch am Milieu scolaire. Auch Familienmembers von einem Zuckerkranken sollen besser informiert und noch formiert gehen, für damit umzugehen. Schließlich soll der Zugang an das Remboursement von all disponiblen Therapien gesichert gehen, weil die modernsten Mittel eben die Lebensqualität von denen Leuten verbessern und die Risiken von Komplikationen reduzieren können, was schließlich auch dazu führt, dass Kosten für Hospitalisation und Behandlungen könnten gedrosselt gehen. Ich war den einzigen Lützeburger Europadeputierten, den in dieser interessanten Sitzung von EU-Diabetes-Arbeitsgruppe zu Brüssel teilgeholt hat. Ich stehe voller ganz an ihre Forderungen, aber werde dazu beitragen, dass wir am Europaparlament genug Druck machen, für dass wir eine gemeinsame Politik developieren, zusammen Best Praxisen austauschen, für durch eine EU-Diabetes-Strategie, die auch finanziell zu begleiten ist, alles erholen für die Prävention und Therapie für jeden zugänglich zu machen. Es wird auch proposiert, dass der EU-Memberstaat soll Diabetes zu einer Priorität als einer nationalen Gesundheitspolitik machen, einen nationalen Diabetesplan aufstellen für Prävention, Screening und Kontrolle. Ich fand es gut, dass wir uns mit so Problemen an Europa, aber besonders auch am Europaparlament beschäftigen, für Ideen und Druck zu entwickeln, für zusammen zu sensibilisieren und zu agieren. Auch zu Lützeburg, wenn wir nicht wollen, dass es mittelfristig zweimal so viel Zuckerkranke gibt wie heute, müssen wir das machen. Wir können das verhindern mit politischem Willen, und mit der Mitarbeit und der Verantwortung von ihr alle. Das ist Europa, was wir den Bürgern mitbringen wollen, da verstehen sie sich auch besser, dass es an Europa aber auch viel Gutes gibt. Merci, dass ihr mir nur gelauscht habt, und bis nächste Woche.